Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Ich habe euch mal wieder was mitgebracht. Und zwar die Wuben X4. Ihr wisst ja, dass man da immer alles irgendwie als Werbung deklarieren kann. Aber ich bin ja schon immer so ein Wuben-Fan. Also Werbevideo von mir aus. Ich habe mir die besorgt, weil es da wieder mal was Neues gibt. Und fand die so cool, dass ich mir gedacht habe, ich muss euch die vorstellen. Was ich an diesen Wuben Taschenlampen so gerne mag, das ist diese eckige Form. Und ich habe euch ja schon die G5 und die X2 Pro vorgestellt. Und die hatten so ein paar richtig coole Features. Und sind damit meiner Meinung nach ganz vorne mit dabei. Das wird auch gar kein langes Video, sondern ich möchte einfach vorstellen, ich verlinke euch die anderen zwei Videos, weil da seht ihr so die Lichttests von denen, weil die Leuchteinheiten, die da drin sind, das sind immer so ein bisschen, oder es sind eigentlich immer die gleichen. Die hat halt jetzt hier was Neues, die hat noch so ein richtig helles Seitenlicht, dass wenn man die hinstellt, dann hat man hier ein Licht, was zur Seite leuchtet. Ich mache das ein bisschen aus dem Weg, dass ihr das seht. Dann gibt es noch eine Großaufnahme davon. Und ihr wisst ja, ich mache immer Videos über Sachen, die ich cool finde. Ich bin kein Testkanal und so, sondern ich stelle euch Sachen vor, die ich schon längst getestet habe, wo ich sage, hey, das Teil, das ist wieder so dermaßen cool. Das muss ich euch unbedingt vorstellen. Also ihr seht es schon hier wieder ein richtig guter Magnet. Aber das haben die Wuben alle. Also die Videos sind da oben verlinkt. X2 Pro, die habe ich schon vorgestellt. Da gibt es so die Tests vom Licht, von den Leuchtdioden, von wie krass hell die eigentlich ist. Also kurz hier, ach, das ist einfach alles immer zu lang. 1500 Lumen bis runter auf 5 Lumen. Das ist so dann die Sparversion. Reicht von 3 Stunden bis 285 Stunden. Habe ich getestet, stimmt tatsächlich. Je nachdem, welche Beleuchtungseinheit ihr da benutzt. Es ist halt immer Ladekabel dabei, ist halt immer so ein kleines Bändchen dabei. Also hier hinten ist immer so ein Clips, da drückt ihr dann drauf und dann geht hier hinten, das kann man verschließen, das kann man öffnen, also ist hier verriegelt dann, zack, ist es offen und dann habt ihr hier eine Batterie drinnen. Bei der ist es ein größerer Akku. Bei den anderen sind es immer kleine Batterien, also die AAA-Batterie, die ihr auch austauschen könnt. Das hier ist eine ABE 3400. Ein Mordsdrum. Akku zum Laden. So. Was die Wuben alle gemeinsam haben, das ist hier dieser Schalter, den man hin und her schiebt. Und der ist auf einer Stelle ist er verriegelt. Das heißt, da könnt ihr draufdrücken, was ihr wollt und passiert gar nichts. Und dann hat er verschiedene Stufen, um die Lichtmodis durchzuschalten. Und wenn er 2 Lampen drinnen hat, also wie der hat hier vorne eine Leuchteinheit und der hat hier an der Seite eine Leuchteinheit, dann könnt ihr die hier auswählen. Und dann gibt es noch den Moonshine Akkusparmodus. Und dann habt ihr halt so ein recht leichtes Licht. Und mit diesem Licht leuchtet die 285 Stunden. Ja, das ist schon cool. Und dann gibt es hier mal ein Rädchen, damit kann man das dann noch einstellen. Und dann hat es meistens noch einen RGB-Modus drinnen und einen Clip. Ich zeige euch das nachher alles im Detail natürlich. Und hinten ist ein Magnet hier und der ist auch ziemlich kräftig. Und um es vorwegzugreifen, was bei der hier ziemlich cool ist, das hat man bei den anderen dazu bestellen müssen. Dann gab es so ein Metallteil, das hat man hier so draufgeschoben und dann hat man hier hinten nicht nur diesen Clip hier, also ich zeige es euch hier mal, diesen hier, wo man mit dem Daumen leuchtet, sondern man hat auch diesen taktischen, wo man dann von hinten so, und wenn man zweimal draufklickt, dann hat man hier den Strobo. Und das ist neu bei der, das heißt noch ein Feature mehr, hier hinten aus Metall, alles richtig schön robust, alles wasserdicht. Kann man hier drauf drücken und geht aus, sobald man ihn wieder loslässt. So. Und wenn man hier den Riegel runterschiebt, sind alle Knöpfe gesperrt, das heißt in der Hosentasche oder im Rucksack oder wo auch immer, wenn es euch die einklemmt, kennt ja jeder, dass dann die Taschenlampe angeht
Und wenn die so hell ist wie die und die leuchtet auf irgendein Plastikteil drauf oder auf ein Kunststoffteil oder auf eure Regenjacke, dann brennt die da ein Loch rein. Oder noch schlimmer, zündet euch den ganzen Rucksack an. Deswegen das Allerwichtigste bei diesen neuen Taschenlampen, die so richtig hell und heiß werden, eine Komplettverriegelung. Das ganze Ding ist aus Metall, also es ist eine richtig schwere, schöne, feste, robuste Taschenlampe. Könnt ihr durch die Gegend pfeffern, gab es auch mal ein Video, da habe ich getestet, wie weit man die wirklich schmeißen kann. Verlinke ich euch auch da oben, falls ich es nicht vergesse. Und das wären mal so die geilen Sachen an der Wuben. Also ich könnte da unendlich erzählen, aber ihr wisst ja, wenn ich was vorstelle, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass es was Gescheites ist. So, ganz kurz dazu. Hier vorne dieses Licht. Das ist die Seitenlampe zum Hinstellen. Könnt ihr das beleuchten. Dann kann man hier mit dem Rädchen, kann man hier die Helligkeit regulieren. So, dann kann ich das hier runterdrehen. Ich hoffe, man sieht es in der Taschenlampe. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. So, und so kann man es gescheit hell machen. Gut, dann, wenn ich hier zweimal draufklicke, Moment, muss erst wieder ausschalten. So, zweimal drauf. Dann habe ich hier den Notfalllicht RGB Geblinke hier in Blau und Rot eingestellt. Könnt ihr alle Farben durchwählen, so wie bei jeder Wuben mit RGB. Könnt ihr euch die Farben aussuchen. Ich habe mir jetzt die ausgesucht, weil ich das irgendwie für den Modi am besten finde. Ihr könnt es auch einfach nur rot leuchten lassen und habt so eine rote Taschenlampe, wo ihr halt dann im Licht so ein bisschen im Sniper-Mood umeinander kriechen könnt, wenn das einem von euch gefällt. So, dann eins weiter. Klack, ist hier vorne der hier. Und kann ich natürlich auch hier wieder mit dem Rädchen einstellen und ein bisschen dimmen, so wie ich es halt brauche. Und so mache ich ihn aus. Und wenn ich zweimal drauf drücke, also zack, so. Und dann schraube ich es hier wieder runter. Und dann habe ich hier noch den Nachtmodus. Das ist dieser hier, der halt so ein bisschen gedimmter ist und dann dafür ewig lang hält. Ja, Spezien. Das mal zu der neuen Wuben, von der ich gerade total begeistert bin. Auch mit diesem Seitenlicht. Also das finde ich ja gerade so richtig praktisch. So. Ja, kann man sich dann so hinstellen. Und dann hat man eine Beleuchtung hier hinten mit der Klemme natürlich noch besser. Also nicht wirklich reinschauen. Dann könnt ihr das irgendwie hinhängen und dann habt ihr das. Und was da auch recht praktisch ist, ihr könnt das natürlich an Stirnband machen. Dann habt ihr gleich hier eine Lampe, also eine Stirnlampe. So, so ist wieder aus, so ist verriegelt. Und wenn ihr das ganz hoch schiebt, dann ist hier der kleine USB-C-Anschluss zum Aufladen. Wiegt 140 Gramm und hat genau die richtige Größe. Also das ist so der, wie soll ich sagen, der Zwitter aus allen Wuben-Taschenlampen, die X4. Da ist jetzt wirklich alles drinnen, was ich bei allen anderen Taschenlampen richtig cool fand, ist jetzt hier komprimiert in einer Taschenlampe. Deswegen habe ich mir die auch geholt, weil ich finde das hier einfach alles klasse. Jetzt mal hier, schauen wir mal, wie das funktioniert. Genau, so das hier, also ihr seht, es ist wirklich, es ist einfach eine super praktische Taschenlampe. Da könnt ihr natürlich die Handschlaufe noch reinmachen. Schauen wir sie uns im Detail an. So, Spätzchen, dann gibt es ein paar Details für euch. Das ist das wunderschöne Ladekabel. Hier USB auf USB-C. Hauen wir gleich weiter. Das ist das wunderschöne Fangriementeil. Das müsst ihr selber wissen, ob ihr sowas braucht. Und das ist die wunderschöne Wuben Taschenlampe. Die X4. Da ist der Clip. Da ist der Magnet, da ist der Tactical-Knopf. Zweimal und schon gibt es hier den ultimativen, geistesverwirrenden Stroboblitz. Ja, das beste Selbstverteidigungstool, was es so gibt. Habe ich mal irgendwo gelesen. So, hier kann man umschalten. Das ist der Knopf. Gesperrt, Seitenlicht, Frontlicht, Moonshine, das ist diese super Sparfunktion, die dann irgendwie 300 Stunden funktioniert. So, seht ihr hier, die ist nicht besonders hell.
Im Vergleich zu dem hier zum Beispiel, da steigt gleich die Kamera aus. So ist gesperrt und hier ist der USB-C-Anschluss zum Aufladen. Machen wir wieder zu. So schaut es von vorne aus, so schaut es von hinten aus. Das ist der Hebel, mit dem ihr das Batteriefach sperrt. Das heißt, so ist offen, so ist zu. Das heißt, wenn ihr hier drauf drückt, da kann nichts passieren. Und wenn ihr das hier habt, dann drückt es auf, zack, kann man hier die Batterie rausnehmen. Und wieder rein. Hier ist ein kleiner Dichtungsgummi drinnen, damit das alles schön wasserdicht ist. So ist sie wieder verriegelt. Also kann euch nicht versehentlich die Batterie hier irgendwie abhauen. Das ist der Knopf für die Taschenlampe. Also für alle Taschenlampen zum Einschalten. Das ist hier das Seitenlicht. Und hier ist das Rädchen. Mit dem könnt ihr die Helligkeit reduzieren oder erhöhen. Ja, man sieht das jetzt ganz schön. Ja, die Kamera, die ist natürlich dann immer gleich am Aussteigen. Und wenn ihr den zweimal klickt, also aus und zweimal klicken, dann habt ihr hier diese Notfallfunktion. Die habe ich jetzt auf Blau und Rot gestellt. Die kannst du auch auf Gelb, Grün oder was auch immer stellen. Je nachdem, was ihr meint, was für einen Notfall am sinnvollsten ist. So, und so ist es wieder aus. Und wenn man hier hinten drauf drückt, ist egal, in welchem Modus man ist, es ist immer hier volles Feuer auf der Vorderseite. Das heißt, also ihr könnt sie praktisch so nehmen, im Tactical-Modus, und ihr könnt sie so nehmen, im ganz normalen Daumenbefeuerungsmodus. So ist sie wieder gesperrt. So, alles hier schön verschraubt mit Inbusschrauben. Und es ist wirklich ein richtig schönes, massives, stabiles Teil. Ich kann euch das hier mal kurz hier ins Bild halten. Und zwar gibt es hier eine Menüführung. Zeige ich euch mal schnell hier. Und ihr seht, die ist sehr umfangreich. Also hier geht's los, da geht's weiter. Die hat so viele Modis. Da und hier. Das ist brutal. Ja. Gut, hier nochmal für euch, damit ich es nicht nochmal hier auswendig lernen muss. Da seht ihr es 3 bis 285 Stunden im Moonshine-Modus. Und alle Daten, die euch vielleicht noch so am Rande interessieren. Hier 2 Meter unter Wasser für 1 Stunde. Das ist natürlich auch nach wie vor bemerkenswert, wenn man sich vorstellt, wie schwierig es früher war, oder besser gesagt, wie sie sich früher angestellt haben, irgendwas wasserdicht zu bekommen. Ja, nochmal hier in Slow-Mo. So schaut das wunderschöne Teil aus. Ein massives, wildes Survival, Camping, was auch immer Tool für euch. Die Wooben X4. Mein neuer Favorit unter den Taschenlampen. Gell? Es gibt von mir keinen Link, weil wie gesagt, das ist ja kein Werbevideo. Schaut euch um, wo sie am billigsten ist oder am günstigsten ist. Ich kann die wieder reinsten Herzens empfehlen. Ganz nach dem Motto, kauft kein Lump, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch was. Habt ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.